Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Puls vor Ort zum Thema Nachtarbeit. Heute begrüße ich Sie vom Bahnhofplatz Aarau und nehme Sie mit auf eine Reise durch ein Land ohne Schlaf. Unterwegs zeige ich Ihnen: Nachtarbeit führt sehr häufig zur sozialen Isolation und Beziehungsunfähigkeit. Rund 25% der Nachtarbeitenden leiden an gesundheitlichen Störungen, die auf ihren Schlafrhythmus zurückzuführen sind. Und Nachtarbeiter haben ein erhöhtes Unfallrisiko. Die Stunden zwischen 2 und 5 sind dabei die gefährlichsten. Los geht meine Reise mit einem Taxifahrer, am Jovica Rakita. Das ist eine nächtliche Situation, wie wir sie alle kennen. Herr Rakita, Sie fahren ja immer zur Nacht. Von wann bis wann? Ja, ich fahre immer Nacht, aber 6 Uhr bis 6 Uhr morgen. 6 Uhr Abend bis 6 Uhr morgen. Und warum? Und warum nicht am Tag? Ja, ich bin gewohnt, ich arbeite Nacht und ich arbeite gerne Nacht. Nachtarbeiter, also Leute wie er, gibt es immer mehr in der Schweiz. 2013 gab es in der Schweiz 4.235.000 Erwerbstätige. Davon arbeiteten 185.000 Frauen und 402.000 Männer immer oder teilweise Nachtschicht. Das sind insgesamt 587.000 Menschen. Das heißt, rund 14% der Erwerbstätigen arbeiten immer oder teilweise während der Nacht. Dieser Anteil ist seit Jahren konstant. Da aber die Zahl der Werktätigen insgesamt zugenommen hat, sind inzwischen auch mehr Menschen von Nachtarbeit betroffen. Jetzt haben Sie sicher auch einen Arzt. Haben Sie den mal gefragt, ob Ihr Körper das gut verträgt mit dieser Nachtarbeit? Ja, ich habe gerade heute bekommen Termin vom Straßenverkehrsamt und habe Kontrolle, das ist tipptopp. Alles Sie haben kein Problem, weder mit dem Schlaf, mit Schlafen gar Verdauung? kein Problem, mit alles tipptopp, mit Augen, mit alles tipptopp. Also ich bin auch zum Arzt. Gemäss Artikel 17 Absatz 1 vom Arbeitsgesetz gilt nämlich Folgendes: Der Arbeitnehmer, der über längere Zeit Nachtarbeit verrichtet, hat Anspruch auf eine Untersuchung seines Gesundheitszustandes sowie darauf, sich beraten zu lassen, wie die mit seiner Arbeit verbundenen Gesundheitsprobleme vermindert oder vermieden werden können. Ich gehe jetzt zwar nur vorübergehend unter die Nachtarbeiter, aber es nimmt mich mal Wunder, was da so alles untersucht wird. Dann möchte ich gerne den Bauch untersuchen jetzt. Wenn Sie das Liebling mal aufziehen, dass der Bauch frei ist. Dieter Kissling ist Arbeitsmediziner und spezialisiert auf die Untersuchung von Schichtarbeitenden. Sie sagen mir, wenn Sie irgendwelche Schmerzen verspüren. Was klären Sie jetzt da in Bezug auf die Nachtarbeit? Ich schaue mal, die Nachtarbeit ist ein Risikofaktor für Magen-Darm-Beschwerden. Und ich möchte jetzt einfach mal schauen, ob Ihr Bauch einfach vollkommen normal ist. Ich schaue gerade mal die Lebergröße nach. Den möchte ich noch schnell hören. Sehr gut. Sie haben gerade etwas gegessen vorher. Sie haben relativ hastig gegessen. Ja, wir haben es immer. Wir sind immer unter Druck. Ja, unter Strom, ja. Das hört man. Sie haben relativ viel Luft geschluckt. Hoppla. Ja. Okay. Genau. Aber das ist nicht tragisch, aber das kann zu Bleigen führen. Voilà. Und zu Krämpfen führen. Ist typisch auch für Nachtarbeiter, weil die erhöhten Stress haben, dass sie eher Luftschlucker sind. Weil alles schnell muss gehen. Weil alles schnell muss gehen und die halt zu ungewöhnlichen Zeiten essen und dann nachher meistens zwischen ihnen schnell etwas essen und nicht korrekt essen. Okay. Auch Blutdruck messen gehört für Nachtarbeitende zur Standarduntersuchung. Was ist denn da so ein das Kriterium beim Blutdruck? Nachtarbeit ist eine stressbelastende Geschichte. Und von dem her wollen wir schauen, ob wir dort ein Problem haben. Allenfalls haben wir einen Blutdruck bedingt durch einfach den Stress von der Nachtarbeit. Also Sie haben einen Blutdruck von 119 auf 77, also vollkommen normal. Yes. Und der Puls ist 64, das heisst, Sie machen auch Sport. Richtig. Sie haben einen guten Ruhepuls. Schön. Nein, ist gut. Also von dort her alles gut. Die Untersuchung der Pulsmoderatorin folgt den Empfehlungen des SECO. Kritisch für Nachtarbeitende sind danach vor allem chronische Verdauungsstörungen, Angina pectoris, ein Herzinfarkt oder Hirnschlag und ausgeprägte Schlafstörungen. Der Schlaf ist zentrales Thema des Arztgesprächs. Wie geht es denn mit dem normalen Schlafen bei Ihnen? Geht gut. Ich bin eigentlich sehr regelmäßig, gehe meistens um 10 Uhr ins Bett und stehe am Morgen um 5:30 auf.
Jawohl, das heisst, sie kommen rund auf etwa 7,5 Stunden pro Nacht. Ja. Haben Sie so Müdigkeitszeichen unter einem normalen Tag? Eigentlich nicht. Also, ich meine, es gibt schon mal so einen Hänger nach dem Mittag, aber nicht tragisch. Ja. Wir unterscheiden in der Bevölkerung zwischen 2 Typen. Einerseits die Eule, die geht spät ins Bett und steht spät auf. Und Lerche, die früh ins Bett geht und früh aufsteht. Das ändert sich übrigens spannenderweise mit dem Alter. Mit 20 ist man eher Eule. Das heisst, man geht lange in die Disco und geht dann nachher aber am Sonntag und Morgen nicht wirklich früh an den Mittagstisch. Und die Lerche, die ist wirklich die dann nachher später, wenn wir älter werden mehr zu Lerche. Eulen vertragen Nachtschicht besser. Also das könnte für sie ein Thema sein, dass sie halt dann wirklich auch starke Müdigkeit empfinden nach dieser Nachtschicht. Ja. Jetzt ist es meines Wissens so, dass jeder 4. Arbeitnehmer, der regelmäßig in der Nacht arbeitet, gesundheitliche Probleme hat. Stimmt das so? Ja, es ist definitiv eine Zahl, die eben ankommt, an dem, wo man auch wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden hat. Jetzt noch ein Urintest. Er gibt Aufschluss über Nierenerkrankungen oder Diabetes. Ein allfälliger Befund spräche laut SECO zwar gegen Nachtarbeit, muss jedoch immer individuell beurteilt werden. Christine, wie sieht es aus? Sieht gut aus. Proteine sind negativ, Zucker ist im Normalbereich. Sehr gut. Also auch das bestens. In diesem Fall steht Ihrem Nachtschaffen nichts im Weg. Gut, und dann gehe ich dann jetzt schauen zu den Nachtarbeitern von einem Logistikunternehmen, ebenfalls hier im Aargau. Quali Night in Kölleken, unmittelbar an der Autobahn A1. Das Gemeinschaftsunternehmen 3er Transportfirmen nimmt Sendungen am Abend und Spätabend entgegen und liefert sie in derselben Nacht schweizweit bei den Endempfängern aus. Die verarbeitenden Betriebe können derart Lagerkosten vermeiden. Pro Abend sind rund 25 Mitarbeiter in der Halle im Einsatz. Ihre Arbeit beginnt um 19:30 Uhr und dauert längstens bis 2 Uhr. Fast jeder hier hat eine persönliche Geschichte, die ihn zum Nachtarbeiter gemacht hat. Warum machen Sie Nachtarbeit? Ich mache eigentlich Nachtarbeit aus Freude, weil ich ein Stück zu weit gezwungen bin. Ich war vor 6 Jahren schwer krank, 2-fache Protheseninfekt und habe vorher 35 Jahre gehäselt. Und leider habe ich aus Krankheitsgründen den Beruf aufgeben. Möchten Sie das jetzt weiter so machen, bis zur Pensionierung? Nein, aber so lange doch nicht. Das wäre doch übertrieben. Ich tue sonst noch ein bisschen Bauern nebenan. Und ich habe bis vor 5 Jahren habe ich noch Milchvieh gehabt. Und habe dann gehört, und jetzt ist dazwischen eigentlich das ist auch mein Milchgeld. Wir machen eine Sendung, weil man überall sagt und hört, dass Nachtschicht eben nicht gesund sei für den Körper. Es ist nicht natürlich. Wir sind nicht dafür geschaffen, in der Nacht zu arbeiten, sondern in der Nacht sollten wir schlafen. Ja, nicht jeder, glaube ich. Nicht alle. Also dann sagen Sie mal, warum das bei Ihnen nicht so ist. Ja, ich schlafe aber nur 5 Stunden am Tag, mehr oder weniger. Das langt mir. 50 Stunden. Und dann möchten Sie das jetzt bis zur... Ja, das Jahr muss ich es durch, ja. Ja, aber nicht bis zur Pensionierung. Nein, das nicht, das sicher nicht. Das ist nicht, nein. Eben, wieso nicht? Sagen Sie, wo ist der Haken? Nein, ich muss es aber nur vorübergehend, weil ich habe das Haus noch auf dem Schuld, oder, sagen wir so, zum Abzahlen, und da muss ich einfach mehr Geld trainieren. Oder? Ich bin jetzt mit dem Safer Sahin unterwegs auf Basel. Und zwar haben wir Autoersatzteile gelagert, die wir dann dort in der Region ausliefern. Und zwar machen Sie das jede Nacht. Das mache ich jede Nacht, ja. Wie lange schon? Seit 3 Jahren. Warum der Job? Warum haben Sie das gewählt? Das hat sich einfach so ergeben. Damals, wo ich im Planzer angefangen habe, hat sich die Möglichkeit gegeben, dass ich jetzt nachts arbeite. Und ich fand das mal interessant, nachts zu arbeiten. Und so bin ich jetzt schon seit 3 Jahren dabei. Der Schlafrhythmus ist aber auch für den Safer Sahin keine einfache Geschichte. Ich merke es, nachts arbeiten und am Tag schlafen brauche ich viel länger, damit ich einigermaßen erholt bin. Und so 100% erholt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, fühle ich mich nicht. Was meinen Sie, wie lange Sie das noch aushalten, so die Form von Leben? Also ich kenne schon mittlerweile Leute, die sind schon seit 10 Jahren dabei. Und wenn ich die schon ansehe, denke ich, die sind schon kaputt. Also man merkt es ihnen an. Ein anderer Aspekt der Nachtarbeit macht ihm noch mehr zu arbeiten. Das Soziale.
Man ist halt mit den ganzen Freunden und Bekannten und Familie, sieht man sich halt weniger. Dadurch, dass das komplette Leben sich genau auf den Kopf stellt, weil man dann halt nachtaktiv wird und am Tag schlafen muss. Ja, es ist schwierig. Haben Sie denn eine Partnerin jetzt? Nein, ich bin Single. Schon längere Zeit? Ich seit 6 Jahren, ja. Also Sie haben es gar nicht erst probiert? Ehrlich gesagt, nein. Und, aber ist es nicht ein bisschen traurig oder schade? Vermissen Sie das nicht? Natürlich vermisse ich das. Also ich habe ja in den 3 Jahren Quali-Night mal eine kurze Unterbrechung gehabt. Ich habe mal 9 Monate wieder Tag gearbeitet. Und da habe ich halt wieder gemerkt, dass ich wieder mal sozusagen unter den Lebenden bin. Nachtarbeit ist ein tabuisiertes Thema. Einige grosse Unternehmen in der Region Basel haben ihre Mitarbeiter nicht vor der Kamera zeigen beim Arbeiten, aus Gründen, die wir nicht ganz nachvollziehen können. Der Hammering Man am Basler Eschenplatz hämmert rund um die Uhr. Er begehrt dafür weder Nahrung noch Schlaf oder soziale Kontakte. Beim menschlichen Nachtarbeiter ist das naturgemäß anders. In unserem Unternehmen, Antwortet ein Pharmakonzern auf unsere Anfrage, arbeiten weniger als 1000 Mitarbeitende Schicht. Immerhin, da ließen sich sicher 2 oder 3 finden, die über ihr gesundheitliches Wohlbefinden im Zusammenhang mit Nachtarbeit berichten möchten. Vergeblich. Die Antwort ist nein. Der Aufwand ist zu groß, um einen Dreh in unserer Produktion zu organisieren. Ein Unternehmen der Finanzbranche? Wir möchten nicht, dass diese relativ kleine Personengruppe stellvertretend für unser Unternehmen dargestellt wird. Was befürchten die Unternehmen? Dass soziale und gesundheitliche Probleme zur Sprache kommen? Dass erkennbar wird, dass mancher Mitarbeiter keineswegs so eingesetzt wird, wie sich die Arbeitsmediziner dies wünschen? Wie sagte doch der Speditionsleiter bei Quali-Night auf die Frage betreffend gesundheitlich angeschlagene Mitarbeiter: Wenn es um Gesundheit geht, dann muss man es weiter suchen. Das kann man nicht einen noch irgendwie Monate, Jahre lang quälen, sagen, du musst jetzt die Nachtarbeit machen. Ja, findet man dann auch konkret eine Lösung? Gibt es Alternativen? Also bei uns direkt im Betrieb natürlich jetzt nicht, also vor allem nicht im Umschlag. Wir arbeiten natürlich am Tag nicht, aber gegenseitig muss man einfach dann die Arbeit auflösen. Nachtarbeitende sind also vielfach schlicht und einfach darauf angewiesen, dass sie ihren Job in der Nacht behalten können. Mangels Alternative. Gesundheitliche Beschwerden und soziale Vereinsamung stellen sie dafür zurück, solange es geht. Vertreter von dieser Transportfirma haben immerhin offen und ehrlich Auskunft gegeben. Die ungeschminkte Bilanz von meinem Chauffeur: Es ist nicht jedermanns Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Nachtarbeiten ist wirklich, da kann sich nicht jeder sich das vorstellen, dass es jeder zweite, dritte kommt und meint, er könnte nachtarbeiten, das geht nicht. Er fährt in dieser Nacht 17 Firmen an im Raum Basel. Ladet ab, fährt weiter, ladet ab, fährt weiter. Er trifft keinen Menschen unterwegs. Ein paar Jahre wird er es noch machen, dann aber zurück unter die Lebenden. Simon Müller kann nicht mehr. Simon Müller ist gerade mal 30 Jahre alt. 10 Jahre hat sie Schicht gearbeitet. Doch jetzt ist Schluss. Das Problem ist, dass ich es nicht mehr vertrage und dass ich zu wenig Schlaf kriege. Und einfach merke, dass mein Körper nicht mehr so mitmacht auf der Nacht, wie das früher noch gegangen ist. Also ich habe jetzt 4 Nachtschichten hinter mir. Und in der Regel ist das so, dass ich am Morgen um 6:45 aus dem Geschäft rauskomme und dass ich so zwischen 8 und halb 9 ins Bett gehe und eigentlich am Tag nie viel länger schlafe als bis um 1. Das heisst, pro Tag sind es vielleicht 4,5, 5 Stunden. Die Auswirkungen sind, dass ich grummelig bin, dass ich vielleicht ein bisschen gereizt bin, meiner Familie gegenüber und auch mir selber gegenüber und mich manchmal selber nicht mehr so vertrage. Jetzt merke ich, jetzt ist so, die Energie ist fort, ich fühle mich faltig, ich fühle mich zerknautscht. Das ist so das aktuelle Bild.
Um sicherzugehen, dass hinter Simon Müllers Schlafproblem nicht etwa eine Krankheit steckt, wird sie diese Nacht im Schlaflabor des Bethesda-Spitals Basel verbringen. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Patientin hat mir erzählt, dass sie, auch wenn sie den Tag durch eine längere Zeit schläft, nachher schlecht erholt ist und auch der Nachtschlaf sich verändert hat in letzter Zeit hinsichtlich Erholungseffekt. Und darum haben wir uns entschieden, eine genaue Untersuchung im Schlaflabor zu machen, damit man sicher ist, dass sie nicht eine somatische Störung hat, zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom. Schlafapnoe, das sind Atemaussetzer während des Schlafs. Der Arzt überwacht den Schlaf seiner Patientin via Kamera. Doch Simon Müller fällt es sichtlich schwer einzuschlafen. Sie spielt lange auf ihrem Handy, isst sogar noch einen Schokoriegel. Das liegt daran, dass ihr Schlafrhythmus gestört ist, eine Folge der Nachtarbeit. Genau so reagieren die meisten Menschen, die den Tag zur Nacht machen. Sie leben gegen ihren natürlichen Rhythmus. Jeden Abend das Gleiche. Willi wird müde, sobald es richtig dunkel ist. Ob Willi müde ist oder aktiv, das bestimmt der Tag-Nacht-Wechsel, der sogenannte zirkadiane Rhythmus. Synchronisiert wird Willis innere Uhr, sein zirkadianer Rhythmus, dabei von der Lichtmenge, die seine Netzhaut aufnimmt. Und das steuert auch seinen Hormonhaushalt. Ist es dunkel, produziert Willis Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin. Zwischen 10 und 3 Uhr nachts ist dessen Konzentration am höchsten. Ist Willi im Tiefschlaf, schüttet seine Hirnanhangdrüse zudem das Hormon Somatropin aus. Es stimuliert seine Muskelzellen, baut Fettzellen ab und sorgt für einen ausgewogenen Energiestoffwechsel. Sobald es Tag wird, zwischen 6 und 8 Uhr also, nimmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin ab. Willi wird wach. Er fühlt sich ausgeruht und voller Energie. Und nach dem energiegeladenen Tag folgt Willi am Abend wieder der Natur. Sobald es dunkel ist, produziert sein Gehirn Melatonin, das ihn müde macht. Doch statt zu schlafen, muss Willi heute Nacht arbeiten. Seinem Gehirn ist das egal. Es ist Nacht, also produziert es das Schlafhormon Melatonin. Das hat Folgen. Seine Aufmerksamkeit lässt nach, ebenso seine Reaktionsfähigkeit. Willi unterlaufen Fehler. Viel mehr als am Tag. Die Nachtschicht ist zu Ende. Willi freut sich auf den wohlverdienten Schlaf. Doch bei Tageslicht produziert die Zirbeldrüse kein Melatonin. Willi schläft zwar erschöpft ein, aber schon nach wenigen Stunden ist er wieder wach, müde und überhaupt nicht erholt. Simon Müller ist inzwischen eingeschlafen. 30 Minuten hat sie gebraucht, um in den Tiefschlaf zu gelangen. Wenn ich die Kurve anschaue, dann sehe ich, dass sie normal schläft. Sie hat Mühe gehabt, in den Schlaf hineinzugehen, aber jetzt der Schlaf ist normal und Atmungsfunktionen und Beinbewegungen ist alles in Ordnung. Somit ist erwiesen, dass Müllers Schlafproblem von der Schichtarbeit herrührt. Ist es denn nicht möglich, sich an Nachtarbeit zu gewöhnen? In den meisten Fällen. Wenn einmal der Wurm drinnen ist, wird es schwierig. Man kann noch ein bisschen versuchen zu optimieren. Aber eigentlich bei Patienten, die kommen mit so Problemen mit der Schichtarbeit, auf einmal Schlafstörungen haben, unerholsamen Schlaf, dann kommt sehr schnell das Thema nach einem Jobwechsel. Auch bei Simon Müller. Sie hat gekündigt und eine neue Stelle gefunden, wo sie ausschließlich tagsüber arbeiten kann. Ich bin inzwischen im Unispital Basel angekommen, auf der Chirurgie 7-2. Nachtschicht heisst für das Pflegepersonal nicht warten, bis ein Lämpchen aufleuchtet, bis es neu mit läutet, etwas passiert. Die Pflegerinnen sind eigentlich ständig beschäftigt. Im Stationszimmer oder unterwegs bei den Patienten. Gut,
Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank. Bitte schön. Es ist doch eine Herausforderung, oder? Ich glaube, im Spital haben immer wieder Schichtwechsel, oder mal früh, mal Tag und dann wieder zur Nacht. Also da kann man sich eigentlich an nichts gewöhnen. Durchaus, ja. Mir gelingt merkwürdigerweise die Umstellung noch relativ gut. Also auch wenn ich jetzt mit zunehmendem Alter merke ich schon so kleine Umstellungsprobleme. Aber ich kann es gut kompensieren. Ich treibe Sport, ich habe ein gesundes soziales Umfeld und da hole ich mir auch viel Energie. Mhm. Frau Thomas, wie gelingt Ihnen das mit der Nachtschicht? Wie erleben Sie das? Es geht mir eigentlich gut. Ich kann auch gut schlafen nach dem Nachtdienst, wenn ich heimkomme. Durchschlafen kein Problem. Manchmal 2, manchmal 4. So. Aber das Problem ist es dann nachher, wenn ich frei habe, das Umstellen, das wieder in der Nacht schlafen, das ist schon ein bisschen ein Problem. An dieser Stelle ist einmal eine Nachfrage fällig beim Arbeitsmediziner. Sie, Herr Kissling, warum sind die Leute so zurückhaltend? Ja, gesundheitliche Beschwerden von der Nachtarbeit sind ein ganz klares Tabuthema. Die Leute wollen nicht über die Thematik reden, weil sie haben Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Und der Arbeitsplatzverlust ist die grösste Angst vom Schweizer per se. Ist denn die Angst begründet? Ja, die Angst ist ganz klar begründet, weil auch wenn das Gesetz eigentlich vorsieht, dass die Leute einen alternativen Arbeitsplatz bekommen, ist die Realität ganz anders. Die bekommen keinen anderen Arbeitsplatz, wenn sie den Job als Schichtarbeiter verlieren, weil die Firmen in der Regel keine alternativen Arbeitsplätze haben. Punkt. Ist das wirklich so? Ich frage nach im Unispital. Ihnen gefällt jetzt der Nachtdienst, aber wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass Sie vielleicht irgendwann einmal nicht mehr möchten, was hätte das für Konsequenzen? Ich müsste mich mehr im Tagdienst und im Spätdienst einfinden. Aber die Frage stellt sich eigentlich nicht, weil im Arbeitsvertrag ist festgehalten 3-Schicht-System und ich muss eigentlich alle 3 Schichten erfüllen. Ist das echt auch ein Motor, oder, wo man so ein bisschen pusht, dass man das eben durchhebt in der Nacht, oder? Weil man den Gedanken hat, ja, was soll ich denn sonst? Oder? Ja, es ist sehr gut formuliert. Ja, es ist mal so ein guter Antrieb. Also ich habe noch keine Idee, also es muss jetzt funktionieren und es funktioniert auch. Die Rangierarbeiter der Zugvorbereitung vor dem Bahnhof Basel SBB. Wie für die meisten Nachtarbeitenden ist die Ernährung auch für sie eine ernsthafte Herausforderung. Ein Sandwich, ein paar Früchte oder ein Stück Schokolade irgendwo am Rande der Gleise müssen gewöhnlich genügen. Die SBB ist sich der Problematik rund um Schichtarbeit und Ernährung bewusst. Ihren Mitarbeitern bietet sie entsprechende Informationen und Schulungen an. Doch auf dem Gleisfeld fehlt logischerweise die Infrastruktur für die Zubereitung einer warmen Mahlzeit. Dank Puls vor Ort gibt's für diese Männer aber einmal Haute Cuisine. Also wir werden heute Abend das 3-Gang-Menü zusammenstellen. Ein herbstliches Salat mit Trauben, Nüssen, Rohkost natürlich. Dann würden wir etwas Kernschaftes geben, werden gepresste Kartoffel geben, zerdrückte Kartoffel, einfach gekocht im Wasser. Dann würden wir ein pochiertes Maispoularden geben, gefüllt mit Tomaten. Und als Süßspieß würden wir einen Heidelbeerenkorb vorbereiten. Das Menü wäre so gedacht zwischen 1800 und 2000 Kalorien. Klingt schon mal delizieux und gesund. Und aus diesem besonderen Anlass schaut heute auch der Chefarzt Endokrinologie beim Küchenchef vorbei. Der ganze Körper hat einen eigenen Rhythmus und der beinhaltet, dass der Körper vorbereitet ist an gewisse Zeit für gewisse Mahlzeiten. Typischerweise am Morgen ist alles im Gang für eine Mahlzeit und dann forciert man plötzlich in der Nacht Mahlzeiten, wo eigentlich der Körper gar nicht für das vorbereitet ist.
Das häufigste Magen-Darm-Problem von Nachtarbeitenden sind offenbar Blähungen. Der Darm schafft langsamer in der Nacht. Und Blähungen kommen zum Teil, wenn die Nahrung nicht richtig verdaut wird. Wenn sie länger im Darm bleibt, dann gibt es mehr Bakterien, die das vergasen. Und wenn eben in der Nacht der Darm eher ruhig ist, wie in der Schlaf, dann gibt es mehr Blähungen. Nachtarbeit, so haben Untersuchungen gezeigt, kann auch dick machen. Gibt es Nahrungsmittel, auf die Nachtarbeiter verzichten sollten? Also es gibt nichts, was er nicht essen soll. Und prinzipiell soll er das Gleiche wie am Tag essen, aber vielleicht ein bisschen bewusster portioniert. Und je nachdem vielleicht schauen, dass er nicht zwischendurch vor allem isst. Das ist einer der grossen Probleme in der Nacht. Man hat keine Struktur mehr und dann isst man ein bisschen, wenn gerade die Nahrung ist. Also viel wichtiger, als was man isst, würde ich betrachten, dass man richtig sich trotzdem auch in der Nacht Zeit nimmt zum Essen, das richtig geniesst und dann nachher nicht mehr zwischendurch isst, auch wenn man vielleicht eben Lust hätte, vielleicht mehr als am Tag. So, jetzt bin ich gespannt, was die Rangierarbeiter meinen zum gesunden Mitternachtsessen aus dem Unispital. Einmal Bullenbüschli, gefüllt mit Tomaten und gestampften Herdöpfel. Der Aufenthaltsraum steht ihnen gewöhnlich nicht zur Verfügung. Für die Arbeiter ist es eine völlig ungewohnte Situation. Sie scheinen ein bisschen verlegen. Und, wie ist? Sehr fein. Ihr hättet auch die Möglichkeit, eigentlich zum etwas aufwärmen, oder? Macht ihr das auch? Mal so mit Mikrowellen drin, noch nicht gesehen? Ja, aber das Problem ist einfach, wir sind zeitgebunden. Wir sind einfach zeitgebunden. Ich nehme zum Beispiel daheim mit, ich koche daheim. Aber eigentlich sonst so Gelegenheit haben wir nicht, weil manchmal haben wir nur 30 Minuten Pause. Das langt quasi zum etwas kochen, langt das nicht. Also viele Mal nimmst du selber nicht und nimmst etwas kalt mit oder nimmst Früchte mit oder so. Aber eigentlich in diesem Stil geht das fast nicht. Ja, genau. Oder? Also wir haben einfach eine Kantine, die drinnen im Bahnhof ist und nur bis um 3 Uhr am Nachmittag offen hat. Und das ist mir uns nicht zwingend, die Schicht arbeiten, oder? Wir haben hier im Vorbahnhof mal eine Kantine gehabt, das gibt es nicht mehr. Im Bahnhof innen auch. Einer, der bis um 12 Uhr offen ist auch weg, oder? Also, von dem her sind wir quasi gezwungen, selber mitnehmen. Oder selber etwas kochen, oder? Und ich schaue jetzt drauf, aber du musst einfach selber mitnehmen, weil du hast die Zeit nicht. Auf kürzeren Touren hat man 20 Minuten Pause, in 20 Minuten kocht man gar nichts. Aus dem Gespräch über das Essen wird später eins über die Schicht. Arbeiten ihr nicht Nacht? Nein, wir arbeiten permanent, also Frühdienst, Mitteldienst. Als einzige Schicht dauert ausgerechnet die Nacht 7 Tage hintereinander. Es wechselt bis zu 3-4 Mal in der Woche. Wechselt die Touren. Also einfach Nachtdienst ist durchgehend. Das haben wir so verlangt, weil wir wollen sie einfach die 7 Tage haben. Ihr wollt das so? Ja. Mehrheit. Schon? Nicht ganz einverstanden? Ich nicht, nein, für mich ist es viel. Wir verlocken maximal 5 Tage. Also, und zwar warum? So wegen dem Umfeld oder warum? Das ist einfach zu viel. Also für mich ist es zu viel, 5 Tage eigentlich. Ja. Konzentration lässt nach, Müdigkeit ist da. Und ich bin es gut, nach 4 Tagen, 5 Tagen eigentlich fertig Nachtdienst und nachher ja, Sportdienst oder Mitteldienst etwas übergeben. Ernährungstipps und zum Beispiel das feine Rezept von dem Essen, das wir hier essen, findet ihr auf unserer Internetseite und weitere Empfehlungen rund ums Thema Nachtarbeit, Schichtarbeit. Ich habe unterdessen zur Baselbieter Kantonspolizei gewechselt, genauer zur Verkehrspolizei Sissach. Da sind der Matthias Schmid und der Martin Studer jetzt die ganze Nacht im Baselbiet unterwegs. Dienstbeginn war genau 21:48 und das ist aber nicht die erste Schicht. Nein, wir haben heute Morgen um 6 Uhr angefangen, haben eine Frühtour gehabt, bis um 2:30 am Nachmittag, sind heim geschlafen und jetzt machen wir Nachtdienst. Herr Schmid, kommt das häufig vor, dass ihr innerhalb von 24 Stunden 16 Stunden arbeitet? Ja, es gibt es ab und zu, eben vielleicht 2-mal im Monat so jetzt bei mir in der letzten Zeit. Das hat auch den Vorteil, dass man einen Tag frei hat, wenn man gerade 2 Tage eigentlich in 24 Stunden schafft. Ist aber ist ab und zu doch auch ein bisschen hart dann in der Nacht. Die beiden Polizisten sind in dieser Nacht als LOP unterwegs.
als lokale Patrouille. An der Autobahnausfahrt bei Biersfelden stellen sie eine erste Kontrolle auf. Es ist kurz nach Mitternacht. Die meisten Autofahrer, die vorbeikommen, sind selber Schicht- oder Nachtarbeiter. Ist gut. Jawohl. Sehr gut. Schau, verstehen Sie Deutsch? Ja, ich verstehe. Also, dann machen Sie langsam. Der Kollege hat gesagt, fahren Sie vor das Polizeifahrzeug, aber bitte weg von der Straße. Machen Sie langsam, das war ein Verkehrsschild. He? Bei der Signaltafel drücken sie das Auge zu, es ist ja nicht kaputt. Hingegen macht sich der Feldwebel Studer Sorgen, ob der Alpha-Fahrer auch genug Schlaf bekommt. Dort arbeiten Sie im Schichtbetrieb? Ja. Aha, okay. Das heißt, um welche Zeit stehen Sie jetzt wieder auf? Ungefähr um 4 Uhr, 4:15 Uhr und dann 4:30 Uhr fahren Sie wieder los? Ja. Und das reicht die Zeit, um zu schlafen? Ja, ist gut. Mhm. Ist kein Problem. Okay. Wir lassen ihn dann heimfahren. Die nächste ist gewissermaßen eine Branchenkollegin von diesen beiden Polizisten, eine Securitas-Frau. Was sind denn so Ihre Tipps oder Ihre Massnahmen? Was machen Sie, dass Sie so durchheben in der Nacht? Das kommt ja vielleicht einmal eine Krise. Was machen Sie dann? Also ich habe keine Krise, weil ich schlafe sehr viel. Ich schlafe sehr viel, gute 10 Stunden am Tag. Und dann bin ich aber fit und dann habe ich auch keine Krise in der Nacht. Oder viele trinken Kaffee. Ich trinke gar keinen Kaffee, keinen Tee. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man sich nicht so mit so Aufputschmittel, sagen wir mal, da irgendwie aufrecht halten will, oder? Haben Sie es eigentlich lieber, wenn dann ein bisschen mehr los ist oder die ruhigeren Nächte? Es hat beides die Vorteile. Wenn viel läuft, geht die Zeit sehr schnell um. Dafür hat man dann in der Nacht, dass man ruhiger ist, halt einmal Zeit zum Fälle schreiben, Korrekturarbeiten machen, administrative Sachen erledigen. Und dann hat man halt unter der Woche im Nachtdienst halt mal Zeit für das. Aber vielleicht auch eher eine Schlafkrise, oder nicht? Ich persönlich bin ein Nachtmensch. Ich habe jetzt weniger Schlafkrise zur Nacht, aber tendenziell, sagen wir, wenn weniger läuft, merkt man es sicher. Und wenn Sie jetzt merken, dass Sie mal eine Krise haben, was machen Sie dann? Also grundsätzlich machen wir das Gleiche wie der normale Verkehrsteilnehmer, der zur Nacht müde ist. Er macht einmal eine Pause, trinkt etwas, tut sich bewegen. Wenn wir viel unterwegs sind, dann hat man automatisch eine Bewegung, man hat die Abwechslung. Ein bisschen Abwechslung bringt auch die nächste Kontrolle, hier am Rand von Aesch. Auch da hat jemand ein bisschen etwas getrunken. Es ist ganz simpel, Sie holen einfach tief Luft holen, sauberes Mundstück umschließen, langsam gleichmäßig reinblasen, etwa 5 Sekunden lang. Da hinter mir ist jetzt die Situation, dass eine Autofahrerin mit über 0,8 Promille unterwegs war. Das heisst, sie ist der Führerausweis weg, also eine ernsthafte Situation. Und unsere beiden Polizisten bleiben aber immer noch ganz ruhig und gefasst. Die Fahrerin muss in den Streifenwagen einsteigen zur Blutentnahme im Kantonsspital. Ihr Mann ist ein bisschen konsterniert, vor allem weil seine Frau im Kurierdienst arbeitet. Aber auch, weil er selber jetzt heimlaufen muss. Ich selber spüre, ich werde langsam müde. Es ist genau die Zeit, die gefährlich ist für Nachtarbeiter. Von der Autobahn bei Pratteln wird ein Unfall gemeldet. Wo wir ankommen, bei der Unfallstelle ist bereits eine Ambulanz da und auch schon ein anderer Streifenwagen. Zentral 4107 vor Ort. Der Verunfallte gehört offenbar zu einem Unternehmen, das zur Nacht auf Autobahnen Entwässerungssystem putzt. Wir sind hier auf der Autobahnraststätte Pratteln. Es ist zwischen 2 und 3 und das gilt auch als die gefährlichste Zeit für Nachtarbeiter. Und tatsächlich hat sich jetzt da gerade ein Arbeitsunfall ereignet. Wir wissen allerdings noch nicht genau, was passiert ist. Er ist ausgestiegen. Der Pfosten dort. Kommt raus und genau der Pfosten genau durch den Oberschenkel durch. Scheibe. Da die Stange da beim Aussteigen draufkommt. Oberschenkel aufgeschlitzt. Der Schwerverletzte wird notfallmäßig ins Spital gefahren. Zurück bleiben seine erschütterten Arbeitskollegen. Warum meinen Sie, ist das passiert? Ist er echt schon ein bisschen müde? Man sagt ja, so zwischen 2 und 3 ist so ein bisschen die Zeit, wo man dann einmal zur Nacht vielleicht ein bisschen Mühe hat. Warum meinen Sie, ist das? Hat sicher auch einen Einfluss. Aber es ist auch dunkel. Wir hatten
vielleicht auch nicht gesehen. Vielleicht ist es auch wegen dem passiert. In der Autobahnraststätte gibt es dann eine erste Pause. Nach 5,5 Stunden Einsatz. Jetzt bei dem Vorfall, wo wir hergefahren sind, das bestätigt eigentlich gerade die Aussage, dass eben so zwischen 2 und 3, dass das sehr ein sensibles Zeitfenster ist. Gut, Arbeitsunfälle um diese Zeit haben wir relativ wenig. Also aus eigener Erfahrung kann ich jetzt da nicht gross von Arbeitsunfällen reden, aber Verkehrsunfälle haben wir natürlich auch zur Nachtzeiten regelmäßig in dieser Zeit. Und wenn man jetzt anschaut, wie viel am Tag unterwegs sind, wie viel es Unfälle dann gibt, ist natürlich die Relation im Nachtbereich, also etwa 2 bis 4, sicher sehr gross. Und ich denke, das merkt man ja selber. Man fühlt sich auch nicht gleich fit wie am Nachmittag um 3. Und die Leistungsbereitschaft ist vielleicht da, aber der Körper sagt halt auch, es ist halt mitten in der Nacht und man ist halt nicht dafür gemacht, halt dann gleich parat zu sein oder zu leisten wie am Nachmittag. Ist das auch das, was Ihren Körper Ihnen jetzt gerade sagt? Ja, mehr oder weniger deutlich sagt er das immer. Ja, das ist schon so. Ja, also selbst wenn man geschlafen hat, selbstverständlich merkt man das schon. Also wie merken Sie das jetzt gerade? Also ich merke es, also meine Augen sind langsam schwer. Gott, ich bin mir es wirklich nicht gewöhnt. Und wie geht es Ihnen jetzt gerade? Der Gewöhnungsfaktor ist nicht gross, weil wir arbeiten ja nicht immer zur Nacht. Wir haben einfach ab und zu einen Nachtdienst, aber man merkt es halt trotz allem gleich. Die Leistungsbereitschaft, wie gesagt, ist da, aber man merkt halt einfach, man reagiert nicht gleich schnell oder man reagiert anders als vielleicht durch den Tag. Herr Schmid, wo merken Sie? Merken Sie ein bisschen Müdigkeit langsam? Kommen Sie? Ja, aber auch mehr bei den Augen. Die Augen, die so langsam ein bisschen schwer werden, ein bisschen brennen. Auch wenn ich in den Spiegel schaue, sind sie ein bisschen röter, habe ich das Gefühl. Und sonst einfach, man merkt es einfach, dass man nicht mehr gerade aufgestanden ist vor 2 Stunden oder so. Was habe ich gelernt auf meiner Reise durch die Nachtarbeit? So richtig freiwillig macht es eigentlich niemand. Und so richtig gesund ist es schon gar nicht. Auch wenn es keine spektakulären Krankheiten sind. Ständig allein unterwegs. Nie ganz ausgeruht. Nicht richtig essen. Es ist hart. Dann bin ich eingeschlafen und habe geträumt von einem Arzt, wo man sagt, also das könnte für Sie ein Thema sein, dass Sie halt dann wirklich auch starke Müdigkeit empfinden nach dieser Nachtschicht. Als ich verwacht bin, sind wir zurück auf dem Polizeiposten Zissach. So, jetzt haben wir endlich Feierabend. Genau. Also ich muss sagen, für mich war es eine ganz spannende Erfahrung. Aber ehrlicherweise gebe ich zu, ich habe mich schon lange nicht mehr so aufs Bett gefreut wie heute. Grosser Respekt für alle die regelmässig solche Einsätze leisten für uns alle. Und wie war es jetzt für Sie die Nacht? Es war ein relativ ruhiger Nachtdienst. Nicht wahnsinnig viele Requisitionen. Und das ist je nachdem aber anstrengender, als wenn viel läuft. Insofern bin ich jetzt auch froh, jetzt für oben. Also Sie haben jetzt Velotenue an, das heisst, Sie radeln heim. Und was machen Sie dann als nächstes? Ich fahre heim, unterwegs poste ich noch etwas Feines zum Morgen, dann esse ich mit der Familie zum Morgen und dann gehe ich auch schlafen. Das klingt gut. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem 10 vor 10. Anschliessend kommt das Wirtschaftsmagazin «Eco». Und ich wünsche Ihnen, Herr Studer, und natürlich auch Ihnen daheim jetzt schon ganz einen gesunden Schlaf. Ade miteinander.